Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. Und wie schon angekündigt, jetzt schwirren wir mal hier ins Freaker-Loch. Zwar, ja, es wäre aber auch nicht schlecht, wenn wir hier ein bisschen Benzin noch abstauben könnten. Deswegen gucke ich mich hier noch ein klein bisschen um, ob ich nicht irgendwo ein bisschen was noch absnacken kann. Ob nicht hier möglicherweise noch ein Benzinkanister oder so rumfliegt, ne? Ah, Dose und Sägeblatt nehmen wir gern mit. Bin ja auch mal gespannt mit den Napalm-Dinger, weiß ich jetzt zufällig. Ach, elektrischer Zünder haben wir auch noch gefunden. Das brauchen wir bestimmt für die Haftbombe. Oder Annäherungsbombe, wie es hier heißt. Ja, hier ist noch was. Lavendel, oder? Jawohl, Lavendel. Interessant, dass das hier wächst. Ja, wie gesagt, ein Benzinkanister, den ich trotzdem mitnehme, weil wir kriechen so ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Ups, nee, den Baseballschläger möchte ich nicht. Wäre von daher ganz praktisch, wenn wir da noch irgendwo was finden würden. Nee, der ohne Hammer. Dass wir halt weiter in die Richtung gehen, ne? In der Hoffnung, es findet sich hier noch was. Nee, es sieht aber nicht so aus. Na gut, vielleicht halten hier die Freaker auch diverse Tanksteller. Schauen wir mal. Bevor wir jetzt hier ewig und 3 Tage rumlungern und nichts finden, ist es besser, sich einfach wieder auf den Weg zu machen, denke ich. Es sei denn, hier liegt zufällig was rum. Nee, es sieht nicht so aus. Na gut, alle hopp. Dann eben nicht. Steht an mein Bike. So, klettern wir hier rüber, bevor hier nochmal der Stacheldraht kommt. Du wirst wohl hier noch drüber steigen können, oder? Oder wir gehen außen rum. Ups. Oh, hoppla. Was ist denn das überhaupt für einer, der 2 Gewehrschüsse aushält, Alter? Ein Bleacher mal wieder. Okay. Kopfschüssel. Und noch einmal. Bleacher. Keine Ahnung, was das für Viecher sind. Aber ja, für mich sehen die aus wie stinknormale Schwärmer. Aber okay. Dann ist das nächste hier das infizierte Gebiet. Oder wir machen erstmal die Nero-Kontrollstation. Volcanic Legacy. Nero-Kontrollpunkt. Oh, jetzt sind wieder ein paar Freaker unterwegs. Na dann. Hoffen wir doch mal, dass hier keine Außenteams noch sind von dem Plünderer-Camp, die hier Schnürle gespannt haben und sowas. Moment, hier müsste irgendwo auch Benzin sein. Hier wird mal Benzin angeben. Ja, irgendwo wuselt noch was Hässliches rum. Ich hör's. Ich höre euch. Aber... Nehmen die mich nicht... Greifen die mich ja? Nee. Derzeit noch nicht. Genau. Erste Mal wieder tanke, weil das brauchen wir dringend. Ausgezeichnet. Puh, das war knapp. Das lassen wir gerade mal hier liegen, falls wir auf dem Rückweg noch was brauchen. Moment, am besten... Oh. Oh, da kommt schon was angeschimmelt. Wir rahmen gleich mal auf. Okay, ganzes Magazin reingeballert. Dann kümmern wir uns doch so gleich mal darum. Und dann kümmern wir uns mal um diese eklige Nester, ja. Molly Knolly. Gleich nochmal Neuhersteller. MG. Und dann halt drauf, was rausgeschimmelt kommt.
glaube, der kommt auch hier von anderer Seite. Das war kein guter Standpunkt mehr. Wow. Das hat mich gerade ein bisschen überrumpelt. Okay. Autsch. Aui. Ups. Die kommen immer so hässlich dass sie von der Seite angreifen können, die Mistkerle. So. Okay, die ganze Schwärmerohre haben wir auch abgesnackt. Dann noch ein Medikit. Und da haben wir ordentlich Munition verballert. Aber es ist ja glücklicherweise ein Polizeiauto in der Nähe. Bei der Gelegenheit gerade nochmal hier, Hochlader. Ja, ist voll. Da holen wir uns nämlich noch Präzisionsgewehr-Muni und MG-Muni. Und man dennoch heimlich gemeuchelt kriegen. Ohne Munitionsverschwendung. Nein, kriegen wir nicht. Okay, dann wenigstens ein... Gibt's doch das? Ich will die Gesundheit wieder haben. Autsch. Kein Konzentrationsmodus. Warte mal. So. Mistkerl. Wo kommen die denn alle her? Ups. Kann's doch nicht sein. Okay, warte mal. Erstmal wieder richtig positioniere. Dann brauche ich meinen Verband. Stellen wir gleich wieder nachher. Gut. Okay, Nest haben wir ausgeräuchert. Die Nestrückstände können wir auch wieder Eis sammeln. Sehr schön. Okay. Gut, dann können wir ein bisschen weiter vorrücken. Infizierte Gebiete haben wir ja auch in der nördlichen Region, wo wir herkommen, auch nicht so häufig. Da müssen wir ein bisschen außer rumfahren, glaube ich, ne? Ja. Noch eins, ja. Zeit für ein Lagerfeuer. Okay. Ah ja, hier sehe ich's. Molly Knolly. Nochmal ein Molly-Hersteller. MG und dann ballert drauf, was rausgegammelt kommt. Wie der Feinripp-Verführer hier zum Beispiel. Autsch. Autsch, autsch. Renn doch die. Ach, Kerl, warum können die im Wasser rennen und ich nicht? Hey. Na, okay. Kapiert. Medikit. Das hier. Habe ich dich? Ja, habe ich. Okay. Dann können wir hier nochmal aufmachen. Holen hier nochmal Medikit raus. Und für später machen wir hier nochmal auf. Noch ist noch nicht Not am Mann. Aber es ist gut zu wissen, dass was da ist. So. Eine Kreischerin mal wieder. Das bringt Geld. Oh yeah. Und da ist auch noch ein Nestel. Okay, Kreischer schnell eliminiere finde ich gut. Dann können wir das jetzt nochmal wegmachen. Zack. Und Bastel, Bastel. Können wir wieder Bierflasche und Kerosin-Eissacker. Oi. Tumblebug River, infiziertes Gebiet, 66%. Wizard Island, 550 Vertrauer. Infizierungsbeseitiger zu 69%. Das sieht doch gut aus. Wir sind kurz vor der nächsten Vertrauensstufe. Ganz bezaubernd. Okay. Da wäre das erste schon mal geklärt. Dann können wir nämlich over.
unsere Munition gerade wieder Eissacke, die wir hier verballert haben. Taschenlampe aus. Holder. Ja, 3 Prezi-Muni und 84 MG-Muni. Ganz voll wird's zwar nicht, aber das ist doch besser als in die Hose geschissen. So, dann kommen wir als nächstes zum Nero-Kontrollpunkt und südlich davon liegt noch ein infiziertes Gebiet. Das heißt, bei dem Nero-Kontrollpunkt sollte ich, wenn möglich, wirklich alle Lautsprecher auskriegen. Okay. Wir fahren damit schon mal ins Gebiet rein. Damit wir schnell die Flucht antreten können. So, geh hier schon mal runter vom Bike. Ich werde dich gleich kreischen lassen. Oh, da ist noch ein Kreischer, wie es aussieht. Beziehungsweise eigentlich müsste man die ja Kreischerin nennen. Weil bisher waren Kreischer immer nur weiblich. Ältere Dame. Wahrscheinlich infizierte ältere Dame. Diese Krüge hier übrigens, die hier, das sind dann die, glaube ich, die man für die Napalmbombe braucht. Weil das habe ich ja, wie gesagt, schon mal gesehen im Gameplay. Dass es später... entleibter Nero-Soldat. Lecker. Aber Medikit hat er bei sich. Ja, dass diese Keramikkrüge dann gebraucht werden, um die Napalmbombe herzustellen und zu werfen. Die werden wir ja wahrscheinlich dann vom Militär kriegen. War ja schon so ein gewisses Foreshadowing mit dem Typ, der Napalm herstellt. Dem Chemiker, was auch immer. Hobby-Chemiker, Widerling, Typ. Okay, hier wuselt irgendwo ein Kreischer rum, habe ich gehört. So, denn wenn wir später brauchen, deswegen schmeißen wir dann jetzt einfach mal so offensichtlich auf die Stroß. Das war so ein entleibter Soldat, der geknackt wurde. Kikakaku köstlich. Und hier schwirren wohl noch Infizierte durch die Gegend. Ja, in unserer Überlebenssicht werden sie uns mal nicht da gezeigt. Ich freue mich eigentlich auch, ob ich das T kriegen kann, dass ich hier was weiß ich... Huch! Hier wurden mir irgendwelche Soldaten ohne angezeigt. Ah ne, das sind Freaker. Aber unterirdisch? Okay. Naja. Ich freue mich, ob das irgendwie funktioniert, dass ich hier über Horde stolper oder so, ne? Und die dann schon im Vorfeld eliminiere. Und dass es dann irgendwie heißt, ja, du musst die und die Horde töten von der Hauptmission oder was. Und die dann halt schon sagt, ja, die habe ich jetzt eigentlich schon so on the run niedergemäht. Und dass wir dann uns die Hauptmission sozusagen sparen können. Okay, hier nochmal Checker. Das sind alles nur Scheinwerfer. Hier sind Lautsprecher dran. Nee. Okay, du sind auch nur Scheinwerfer. Scheinwerfer. Aber Freaker wuseln hier durchaus rum. Gut, dann müssen wir noch weg. Mhm. Dann dort drüber sind noch ein paar. Also um die Lautsprecher hätte ich mich ganz gern so schnell wie möglich gekümmert. Wirklich, damit der Scheiß einfach vom Tisch ist. Da müsste ich eigentlich nur noch beim Tunneleingang gucken. Da sind mit Vorliebe auch noch welche von den Dinger. So, dann kann er Abschneider. Und hier noch einer. Okay. Jetzt müsste man nur noch mal die Aare ein bisschen aufhalten. Also da sehe ich schon einen Generator. Aber ich glaube, das waren alle tatsächlich. Okay. Sammel deinen Scheiß. Gerade nochmal gucken. Als nächstes ist dann Ausdauer wieder dran beim Nero-Injektor. So, dann füllen wir den Scheiß mal auf. Ja, gutes Timing. Und dann bin ich immer gespannt. Das war's. Genau, das war's. Wir sollten allerdings auch nochmal unser Bike voll tanken, auch wenn ich jetzt nur oder 2% verschwendet habe. Ja, 4%. Aber wie gesagt, ich bin lieber auf 100%, weil irgendwann könnte man die paar Prozente mal das Genick brechen wieder, dass ich dann ohne Sprit durchstehe. So, genau, hier gucken wir auf jeden Fall nochmal.
Ja, natürlich. Das hätte sie uns direkt aus dem Tunnel wieder hierher gelockt. Dort drüber habe ich ja Axt ja genau. Kommt das nächste infizierte Gebiet. Das heißt, es fängt dann wohl schon ab dem Tunnel an. Hier liegt noch irgendwas. Ah. Sägeblatt. Ist hier nicht noch irgendwas? Hier wird noch was als X markiert. Keine Ahnung. Nö, keine Ahnung. Okay, dann sollte ich nochmal vorne gucken beim Kontrollpunkt, dass die dann auf uns aufmerksam werden. Geht doch nichts über gutes Dixie-Scheißhaus. So, Munition mit einer 30 MG Munition, super. Und irgendwo sind auch Freaker. Aber hier, ja. Hier sehe ich auch noch. Wichtig, wichtig. Das hätte sie uns wieder hergelockt. Ich glaube, ich dürfte alle ausgeschaltet haben. Aber over habe ich jetzt nichts bemerkt, dass irgendwo noch einer hängt. Das sind nur Lichtstrahler, aber keine Lautsprecher. Ich denke, irgendeiner werde ich mal wieder vergessen haben. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Grünes Licht. Grünes Licht ist gut. Grünes Licht ist immer gut. Okay, und das schwätzt tatsächlich mal nix. Hey, hey. Ich hab's mal hingekriegt, alle Lautsprecher zu entfernen. Geil. Hoffentlich ist da was drin, das die Mühe wert ist. Hoffen wir doch. Ein Lumpe haben wir auf jeden Fall mal. Der ist bestimmt absolut steril. Hier irgendwelche Munition nochmal, die ich nicht mehr holen kann. Jetzt einfach noch wieder raus. Okay, der Niro-Injektor ist auf jeden Fall nicht in dem Trailer drin. Dann wahrscheinlich in dem hier. Da wird dann nach unserer Übernachtungsgelegenheit drin sein. Und die haben wir herstellen. Ein Nero Mikrorekorder. Keine Ahnung, ob ich mir das wirklich anhören will. Ich kann nirgendwo hin. Ich kann nicht fliehen. Soldat, Scheiße, fassen Sie die Tür nicht an. Ausweg. Es gibt keinen Ausweg. Keinen Ausweg. Oh nein. Ich mein's ernst. Wir sitzen fest. Sie desertieren. Ich nur hin. Wo soll... Gott, hilf mir. Ach du Scheiße. Also das nenne ich mal Pflichtbewusstsein. Die haben sich wohl selber in die Luft gejagt, ne? Okay, da war jetzt auch nichts drin. Seltsam. In dem war ich aber drin, oder? Nur nochmal zur Sicherheit. Ja, ich glaube, hier war ich drin. Irgendwas muss ich übersehen, aber... Ja, in dem war ich drin. Ups, da ist noch Kerosin, glaube ich. Jo. Also in dem Trailer war ich drin. In dem Trailer war ich drin und nirgendwo ein Nero-Injektor. Seltsam. Noch ein Lumper. Der ist wohl nicht so steril, denke ich. Tja. Ist der mittlerweile... Ja, Plünderer, ne? Ich habe mir nichts gefunden, was es hier wert wäre, dann, dass der Nero-Kontrollpunkt jetzt der Schnellreise wird für mich. Plündere die MME. Das zeigt mir aber dort drüber an dem Ding, ne? Muss dann wohl hier in dem Trailer sein. Ah, Dummkopf. Ein Nero-Injektor. Genau das, was ich brauche. Genau, sich mit alte Droge zuballern. Ausdauer ist heute rar. Geil. 75%. Wizard Island, jetzt dürften wir die Vertrauensstufe 3 erreicht haben. Das Ende der Welt ist 67%. Ich fühle mich schon viel stärker. Ja, geiler Scheiß, oder? Rede mit Curry, bla bla. So. Ich will aber nicht mit Curry, bla bla. Ich will das hier. Und dafür muss ich erstmal in das infizierte Gebiet. Die Hoffnung nie aufgeben. Okay. Vertrauen erhöht. Wizard Island, Stufe 1. Hallöle. Und später zurück. Okay, das heißt, wir haben jetzt auch offiziell das Ding als Schnellreise freigeschaltet. Perfekt.
Okay, hier plündere ich immer ganz gern schon mal, oder gehe ich schon mal ganz gern zu Fuß erstmal durch. Okay, bis dahin ist safe. Moment, da war noch ein Eingang. Nee. Da geht's nur ins Sündenloch. Oh, da können wir tatsächlich runter. Na dann runter mit uns ins Sündenloch. Mal gucken, was wir hier Schönes finden. Nest oder sowas? Nischt. Nee. Irgendwas Tolles, was hier drin ist. Ach, kein Wunder, dass ich Freaker unterirdisch gesehen habe mit meinem Überlebensmodus. Technologie, Ipka-Technologie und eine Bierflasche. Was ist das dann hier für das hier? Ja, hier strahlen nämlich die Dinger Achai. Ha. Okay, ja krass. Da hätte ich auch noch durchgehen können. Heftiger Scheiß. Na gut. Dann gehen wir halt wieder hoch, wenn hier sonst nichts Tolles ist. Aber die Ausdauererhöhe ist schon mal richtig gut, weil ich merke das immer, wenn ich da mehrere Freaker vor mir habe. Dann ist es echt ganz gut, wenn man flitzen kann, ne? So. Dann kommen wir allmählich auch wieder ins infizierte Gebiet rein. Ich weiß, wir fahren das jetzt einfach mit dem Bike durch. Und wenn Not am Mann ist, dann steigen wir ab. Aber hier fängt das infizierte Gebiet schon mal an. Hier muss auch irgendwo ein Nest sein, glaube ich. Ja. Hier irgendwo ist ein Nest. Kann ich das Ding wegschieben? Mhm. Nee. Okay. Kann ich das Ding fortschieben? Ja, okay, Polizeiauto halt, ne? Ja gut, da kommen wir aber nicht... meine Stimme. Da kommen wir nicht durch. Warte mal, Gaula, geht's da durch? Nee. Warte mal, da ist noch irgendeiner. Ja. Oh, Brecherle. Machen wir mal lernen wie Zau, oder? Okay. Brecherohr. Und ein Schwärmerohr gab es auch noch. Wurde uns nicht noch ein Nest angezeigt hier? Skurril. Ja, hier irgendwo. Aber den Truck kann ich nicht schieben. Da wahrscheinlich in der Ladefläche kann das sein. Nee. Irgendwo unterirdisch muss das dann sein, ne? Keine Ahnung, wo ich das finde. Ich das als wüsste. Jetzt erheblich einfacher mache für mich. Hier ist noch ein Nest angeblich. Das könnte dann... Nee, hier geht's auch nicht weiter. Das muss wohl alles unterirdisch sein. Weil hier ist auch nichts. Seltsam. Wir gehen jetzt erstmal aus dem Tunnel raus. Und dann gucken wir mal, ob wir da nicht außerhalb vom Tunnel noch irgendwas reisen können. Moment. Warte mal. Da geht's irgendwo Achai, aber nee. Seltsam. Wir probieren es mal außerhalb vom Tunnel. Wundert mich, dass wir hier sowieso kein Auto aus dem Weg rahmen mussten in dem Tunnel. Aber hier fließt doch irgendwas. Ein Plünderer-Camp. Das sind die Arschlöcher, die hier Hier. auf den Straßen gelauert haben. Okay, so, finden wir... Nee, da finden wir nichts zu dem Freaker-Gebiet. Zum infizierten Gebiet. Dann noch einmal ganz außerhalb vielleicht. Autsch. Hä? Ich habe keine Ahnung. Oh, da ist gerade Kreischerin rumgerannt. Und tschüss. Gott.
Aspen Butt Hinterhalt Camp. Und hier, Moment. Alter, jetzt macht's aber auch ganz schön Grafikmucke gerade. Nee, hier auch nicht. Sehr seltsam. Vielleicht doch von der anderen Seite, unterirdisch. Oder Orbit drauf auf dem Tunnel? Ich habe keine Ahnung gerade. Ich würde aber sagen, ihr liebe Leute. Darum kümmern wir uns dann übermorgen bei Let's Play Days Gone auf Pelzig. Ich muss hier mal wieder speichern. Und heute ist der Aufnahmetag wieder vorbei für mich. Das heißt, wir sehen uns übermorgen wieder ganz gewohnt hier zu Let's Play Days Gone auf Pelzig. Und ja, gucken mal, wie wir die infizierte Nester hier noch, das infizierte Gebiet freikriegen und die Nester finden. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Eiern. Yankee.